zweiten Folge von den Nerdy Birds. Ich bin euer Host für diese Folge. Mit mir da ist einerseits der Chris. Hallo. Und der Andi. Hallo Menschen. Ja, der Raffi ist leider verhindert. Er ist, hat alles gegeben, um das Soundstudio aufzubauen und ist jetzt bis sich jetzt wohlverdient am Ausruhen. Ja, und versucht die letzte Folge zu schneiden. Das war aber recht mühsam gewesen. Hat nichts mit uns zu tun. Das war alles seine Schuld gewesen. Wir haben es so angenehm wie möglich gemacht. Ich finde, das muss man an dieser Stelle so sagen. Ja. Absolut. Würde er ein bisschen schneller schneiden, hätten wir die erste Folge schon aus. Das wissen die Leute ja nicht. Die das hören, die haben die erste Folge schon gehört. Also ist sie schon draußen. Das stimmt natürlich. Das stimmt. Ja, es ist verdammt schnell gegangen. Genau. Wir haben es natürlich schon lange aufgeladen und sind gar nicht innen drin mit allem. Ja, zuerst mal wollte ich so ein bisschen die Runde fragen, was bewegt euch gerade? Fangen wir doch gerade beim Andi an. Was bewegt mich gerade? Über Seite werden wir sicher später noch einen Moment lang reden. Ich bin ein bisschen am Film schauen momentan. Was mich wirklich bewegt, sind Power Rangers. Nicht mal wegen dem Film jetzt, sondern ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, auf Twitch haben sie sämtliche Folgen ausgestrahlt. Auf Twitch? Und ich habe gedacht, ja, auf Twitch. Ja. Es geht etwa 16 Tage Binge-Watchen, damit alle gesehen hast. Und ich habe mir gedacht, hey, momentan bin ich ja immer noch in dieser Klinik drin und habe alle Hände voll nichts zu tun. Was machst du? Ich ziehe mir das knallhart durch. Ich bin jetzt bei knapp etwa 30 Folgen oder so und muss sagen, es hat spürbare Schäden hinterlassen. Alter, ich bin ein Power Ranger-Fan und sogar ich finde das wahnsinnig. Also. Es ist ein Mammutprojekt. Echt. Und ich habe eine leichte Plastikallergie entwickelt. Oh nein! Und ich finde außerdem mittlerweile Special Effects von 80er-Jahr-Filmen unglaublich gut. Also das bewegt mich momentan. Stell dir vor, du gehst jetzt ins Kino. Ja, also wir können ja mal eine ganze Folge machen über Power Rangers, weil ich kann da einiges erzählen darüber, aber das machen wir nicht heute, sonst füllen wir die ganze Stunde mit dem. Das wird niemand hören. Ausser vielleicht, wenn ihr wollt hören, dann dürft ihr das natürlich gerne melden an uns und dann tun wir die Edith dazu zwingen, eine Stunde mit uns über Power Rangers zu reden. Das wird er natürlich sehr gerne machen. Warte mich bitte vor, dann kann ich genug Alkohol kaufen. Und wenn ihr keine Lust drauf habt, dann habt ihr einfach Pech gehabt. Genau, wir machen es sowieso. Knallhart wird es durchgezogen. Gut, Chris. Ja, ich habe, wie alle eigentlich schon wissen, von der letzten Folge bin ich wahrscheinlich am Zelda spielen gewesen, die ganze Zeit seit der letzten Folge, um da keinen festen Rahmen festzulegen. Sonst, was ich in den News gehört habe, und das regt mich gerade mega fest auf, es gibt so eine Serie, Big Bang Theory heißt das Ding. Es ist der Abgrund vom Humor und vom guten Geschmack. Ich weiss, es gibt Leute, die das gut finden und ich akzeptiere die Leute. Ich hasse einfach die Serie. Und zwar über alles. Ich will nicht zu fest reingehen, warum, aber es ist einfach dumm. Und jetzt ist herausgekommen, dass sie offenbar eine Prequel-Serie am Planen sind, also was vorher spielen soll. Und zwar geht es um die jungen Jahre von Sheldon. Wie schön. Das ist etwas unglaublich Wichtiges, was die Menschheit unbedingt muss hören und erfahren. Ja, lustigerweise ist das nicht der Tiefpunkt von dieser Woche, was die Film-News angeht, weil Warner Brothers hat bekannt gegeben, dass sie ein Remake von Matrix planen. Ja, Gott. Ein Remake, wo niemand danach gefragt hat. Niemand auf der Welt hat gesagt, weißt du, das wollten wir mal machen, ein Remake von Matrix. Der Film ist fucking perfekt. Ich weiß nicht, was du da noch besser machen willst. Abgesehen von, wir haben zu wenig Geld. Es tut so, ich kriege Vögel, wenn ich daran denke. Ich drehe völlig am Rad, es macht mich wahnsinnig. Der erste Teil war so genial gewesen. Sie haben in 2 weiteren Teilen bewiesen, dass es Kacke ist, wenn du noch weitermachst. Lass das Ding so, wie es ist. Es ist super gewesen, so. Und wie kommst du auf die Gedanken, dass du sagst, hey komm, wir haben 2 von 3 Teilen von Matrix verbockt, machen wir doch nochmal einen. Und wie kommst du auf so einen kranken Gedanken, man, das ist... Ich würde sonst die Leute mal fragen, die gerade am DC Movie Universe dran sind. Die haben vielleicht eine Idee. Ja? Ja. Ja. Hey, ja. Anyway. Ja, das sind so die Sachen, die mich im Moment beschäftigt haben. Ja, etwas anderes auch noch, aber über das reden wir dann später noch. Genau.
Jetzt, bevor wir zu unserem Hauptthema kommen, und zwar das Thema Worldbuilding, wollen wir noch schnell ein kleines Special machen, und zwar also vor allem von der Seite von Chris. Und zwar hat er die neue Staffel Samurai Jack angefangen zu schauen, oder geschaut, oder die läuft noch, oder? Sie läuft noch. Die ersten 2 Folgen sind draussen. Und ich habe die geschaut und ich habe gedacht, oh mein Gott, ich muss darüber reden. Sofort. Ich muss den Leuten das mitteilen. Ja. Genau, du hast jetzt freie Bahn. Okay, danke vielmals, Eddie. Also, für die Leute, die Samurai Jack nicht kennen, und ich lege euch ans Herz, bitte könnt das sofort ändern. Es ist eine Serie, die Ende 90er, Anfang 2000er rausgekommen ist. Und zwar hat sie angefangen, haben sie ausgestrahlt auf Cartoon Network. Und sie haben es angefangen, indem sie einfach, ich glaube, 5 oder 6 Folgen aneinander gehängt haben. Einfach der ganze Pilot und alles miteinander, wo der ganze Anfang von dieser Story erzählt. Es ist ein junger Prinz vom japanischen Kaiser, König, Hauptregent, anyway, wo erfährt, dass sein Vater mit einem heiligen Schwert einen Dämon besiegt hat und der in der Erde gefangen hat. Jetzt kann der Dämon aber ausbrechen und der Vater sagt zu ihm und seiner Mutter: Dude, wir haben für das geplant, wir sind für das vorbereitet, du kennst den Plan, wir müssen den jetzt durchführen. Die Mutter nimmt das Schwert und den kleinen Bub und dann nachher schickt sie ihn auf eine Weltreise. Und dann siehst du eine Trainingsmontage, wenn er 20 Jahre lang auf der Welt umreist und in verschiedenen Völkern, verschiedene Kampfsportarten, mit allen Waffen lernt er umgehen und alles mögliche Sichs. Dann kommt er zurück, hat das Schwert und dann geht er gegen den Dämon kämpfen. Und bevor er es schafft, den Dämon zu besiegen, schickt der Dämon ihn in die Zukunft. Und zwar so weit in die Zukunft, dass es nie irgendwie festgelegt worden ist. Also es müssen mehrere Zehntausende von Jahren sein oder so. Und dann landet der Samurai in einer Welt, die ihm nicht bekannt ist, die er nicht kennt. Und muss lernen, in dieser Welt zurechtzukommen. Und das ist eigentlich, um was es geht in dieser Serie. Du siehst einfach, jede Folge ist ein Abenteuer. Er entdeckt komplett neue Sachen, neue Menschen, neue Alienrassen, Hybride zwischen Robotern und Menschen und Aliens. Und es ist unglaublich fantasievoll und abwechslungsreich. Die Kämpfe sind mega cool gemacht in dieser Serie. Die Hintergründe sind von Hand gemalt, einzeln, und es ist etwas vom Schönsten, was ich je gesehen habe. Und es ist ein bisschen, wie soll ich sagen, es hat zum Teil ein bisschen doofen Humor drin, so dass du einfach so ein bisschen den Kopf schüttelst und denkst so, wow, okay, aber es lohnt sich einfach. Und man muss auch, wenn man jetzt sagt, okay, mich interessieren die neuen Folgen, ich will die alten nicht alle schauen, kann man sich eine Top-10-Liste anschauen. Nachdem man den Start gesehen hat, spielt es nicht wirklich eine Rolle, in welcher Reihenfolge dass man es schaut. Man muss einfach 2-3 Folgen so schauen, so dass man ein Gefühl bekommt für die Serie. Weil es hat keinen überleitenden Plot durch alle 4 Staffeln durch, was es bisher gegeben hat. Und dann, das Ding war eben damals, die Serie ist 4 Staffeln lang gelaufen und dann hat es einfach aufgehört. Die letzte Folge war nichts Spezifisches, nichts Spezielles, es ist nichts irgendwie Interessantes passiert. Und der Jack hat nie den Weg heim gefunden. Das ist sein Plan. Durch die ganzen 4 Staffeln durch sucht er einen Weg, wenn er wieder heim in seine Zeit kommt und dort den Dämon besiegen kann. Und er schafft es einfach nie. Er ist immer so knapp davor und dann klappt es einfach nicht. Und jetzt, nach langer Zeit, nach mehr als 15 Jahren, haben die Leute, die die Serie gemacht haben, sich zusammengeschlossen mit Adult Swim und haben gesagt, Leute, wir bringen eine 5. Staffel raus. Und alle sind einfach durchgedreht. Und dann haben sie gesagt, okay, es sind 10 Folgen und der Plan von diesen 10 Folgen ist, die Serie abzuschliessen, dieser Story einen Schluss zu geben. Das, was wir schon seit 15 Jahren darauf warten. Und wie es jetzt auf Adult Swim ist und nicht mehr auf Cartoon Network, haben sie gewisse Einschränkungen nicht mehr. Sie können Blut zeigen, sie können viel krassere Themen behandeln. Und ich habe jetzt die ersten 2 Folgen geschaut und mein Gott, holy shit. Es ist alles, was die alte Serie gut gemacht hat, gemischt mit wesentlich ernsteren Themen. Es wird zum Teil an Suizid angelehnt. Du siehst Blut. Es ist wirklich ein richtiges Gemetzel. Es ist so spannend. Es ist so cool. Und gleichzeitig ist es immer noch der gleiche Charme, den die Originalserie hatte. Und es ist so schön zum Zuschauen. Und ich kann es kaum erwarten, weiterzuschauen. Es hat mich so gefesselt. Also, für jemanden, der sagt, ja, ich weiß nicht, vielleicht, weil ich weiss, der Andi ist, glaube ich, ein bisschen so in diesem Stil. Und ich würde wirklich... Teilweise.
Ich bin eher selten kritisch gegenüber irgendetwas. Aber Ja, ich meine, du schaust Power Rangers, also dann kannst du auch Samurai Jack schauen. Und sonst, schau, ich kann noch eine Liste machen, wenn ihr wollt, mit so 3-4 Folgen, die man muss gesehen haben von der Originalserie. Und dann kannst du eigentlich praktisch direkt einsteigen in die neue. Mach die Liste bitte, Ja, würde mich sehr ja. interessieren. Ich kann nämlich mega... Ich kenne das Datum von der Play... Ich bin eigentlich über PlayStation 2 Game von Samurai Jack bin ich dann auf die Serie gestoßen. Und ich muss ganz ehrlich, wenn ich das erste Mal... Wann ist die gekommen? 2015 oder so? 2005 umeinander, kann das sein? Ja, das kommt glaube ich, an, ja. Okay, 2005, auf jeden 2006. Fall. Okay. Jedenfalls habe ich Zeit lang geschaut, weil ich halt sowieso ein bisschen auf dem Trip bin mit Samurais und mich das alles sehr fasziniert. Aber was ich immer wieder Mühe hatte, brutal, ist der Zeichnungsstil. Ja, und das kommst du nicht um. Haben sie irgendetwas geändert oder ist es genau gleich noch? Sie haben sich grosse Mühe gegeben, das möglichst ähnlich zu halten. Es ist natürlich jetzt halt qualitativ extrem viel besser. Es ist, musst du dir vorstellen, wie wenn du Avatar, also die Serie Avatar mit der Serie Legend of Korra vergleichen tust, einfach extremer. Sie haben zum Teil Computermodelle für Fahrzeuge. Du hast, weißt, Kamerafahrten, die nicht möglich sind. Du hast so halt einfach, wie soll ich sagen, qualitativ bessere Möglichkeiten gehabt jetzt und auch wahrscheinlich auch ein größeres Budget. Aber vom Stil her haben sie wirklich sich extrem Mühe gegeben, den Stil gleich zu behalten. Und wenn dir der nicht gefällt, um das kommst du einfach nicht um. Das ist Teil von dieser Serie, das ist Teil von dieser DNA, oder? Etwas, wo halt... Die Serie sieht halt sehr ähnlich aus wie Powerpuff Girls zum Beispiel. Ich habe genau Stimmt, an die... ja. Ich hätte es jetzt nachher gerade angesprochen. Ja, Ganz weil genau. das sind zum Teil die gleichen Leute gewesen, die beide Serien gemacht haben, wenn ich das nicht falsch im Kopf habe. Und das merkst du halt. Und wenn dir das halt wirklich halt gar nicht gefällt, dann wird es schwierig. Ich finde zum Beispiel Powerpuff Girls ist eine meiner Lieblingsserien, weil der Humor in dieser Serie ist einfach genial, aber über das können wir eine ganz andere Folge nochmal füllen mit dem. Ja, Dann würde ich auf Adventure Time suchen. Wenn der Moment kommt, rede ich über Adventure Time. Und dann können Eddie und Göttliche ich Serie. über Steven Universe reden nachher. genau. Ja, ich kann Samurai Jack so ein bisschen mitbekommen damals. Und ich habe vielleicht einmal eine Folge geschaut, so per Zufall. Es ist irgendwie um einen Roboter gegangen, der einen Mops findet. Und der Roboter ja. so im Stil Noir oder das Das ist so geil. erzählen. Und dort habe ich schon gedacht, okay, die Serie ist etwas Besonderes. Also sie probiert auch so Sachen zu machen, die vielleicht nicht so in einer Kinderserie hast. Ja. Von dem her, ich könnte es mir eigentlich schon sehr gut vorstellen, dass es mir gefallen könnte. Ich bin einfach wie noch nicht dazugekommen. Und es ist halt geil, sobald mal etwas abgesetzt worden ist, dann ist wie so, ja, okay, what's the point? Wieso soll ich mir jetzt mein Herz dieser Serie schenken? Ja, solange es beendet ist, finde ich es völlig okay, etwas zu schauen, was abgesetzt worden ist. Es muss einfach zu einem Ende kommen. Genau. Und Das ist eben das Problem dann ist mit es dieser völlig Serie. okay zum Schauen. Es ist wirklich, ich komme nicht klar darauf, weil es sieht aus, als hätte es Michael J. Fox gezeichnet. Wow. Nachdem er eine Woche seine Makis ausgesetzt hat. So, weißt? Gut, für das. Dude! es wird nicht sich lustig gemacht über den Marty McFly. Über den macht auch keinen Witz. Anyway. Aber glaubt mir, wenn ich in der Zeit zurückfliegen würde ich es machen. Ja, also es hat mich eben auch so ein bisschen von der Art her, so ein bisschen im Storytelling her, hat es mich auch ein bisschen an Clone Wars erinnert. Das ist Okay, ja auch ich so ein habe bisschen, Clone also, Wars nie geschaut. Ja. so ein bisschen der Zeichner, die erste Clone Wars Serie. Ja. Es ist auch so ein Ja, bisschen, das war spannender Ansatz. Es war auch Cartoon Network dort. ja, und es ist auch so recht experimentell mit den Sachen, die sie gemacht haben. So mal eine Story von den Stormtroopers und mal eine ist dumm und so eben mit ganz verschiedenen Stilen und das ist recht cool. Also, Das ist eben etwas, was ich faszinierend und cool finde an Samurai Jack. Du hast, ich meine, sonst so der traditionelle Hauptcharakter ist der am meisten redet. In Samurai Jack ist es genau umgekehrt. Der Samurai Jack, die Hauptperson, redet am wenigsten in allen Folgen. Und er ist eigentlich meistens das Feister für den Zuschauer, weil er sieht alles zum ersten Mal, was dort passiert und du erlebst das alles mit ihm zusammen und du begleitest ihn in dieser völlig verrückten Welt. Du hast eine extrem komische Stadt, die voll mit Robotern bevölkert ist und die brauchen seine Hilfe, weil ein gigantischer, riesiger Roboter die ganze Stadt zerstört. Dann gehst du wieder in ein anderes Dorf in der nächsten Folge, wo alles von so komischen Waldmenschen bevölkert ist, wo Raketen am Bauen sind, wie sie von dem Planeten flüchten. Es ist einfach so abwechslungsreich und so interessant und so kreativ. Und das ist das, was ich so schätze an dieser Serie. Du hast nie eine langweilige Story, die sich wiederholt. Du hast nie die Strandfolge, wo es baden gehen. Weißt du, so typischer Anime-Bullshit hast du einfach nicht, oder? Es ist einfach wirklich jedes Gut, Mal kreativ und abwechslungsreich.
Ich hätte Sailor Moon, hätte ich jede Folge zweimal geschaut, wenn es am Strand geht baden. Voll dabei. Voll Du weißt dabei. schon, dass Sailor Moon 14 ist, oder? Nein. Ja, Das jetzt ist weißt jetzt du. gerade ein guter Punkt zum Aufhören. Wobei ich habe ja gehört, dass so Animes und alterstechnisch in Japan öfters mal ein bisschen mehr Kulanz zeigt als bei uns. Ja, nicht nur an Aber nur in nein, Animes. meine Sailor Moon ist volljährig. Sie ist 18, okay? Ich habe eine Regel, Anyway. sie muss dürfen Auto fahren. Sie muss nicht können, sie muss es dürfen, okay? Anyway. Ja, wollen wir weitergehen? Ich würde sagen, es ist ein guter Moment, hä? Ja, somit kommen wir auch zu unserem Hauptthema von heute. Und zwar haben wir das Thema mal Worldbuilding genannt. Und zwar ist das mir persönlich sehr wichtig, weil ich finde Geschichten und Strukturen etwas vom Coolsten zum Analysieren. Und so ein gutes Beispiel für gutes Worldbuilding ist für mich, wenn du eine Serie schon x-mal geschaut hast oder ein Buch schon x-mal gelesen hast, aber du liest es einfach nochmal, weil du einfach nochmal in dieser Welt sein willst. Und eben, dann ist dir eigentlich auch der Plot egal, oder ist das Feeling, das du überkommst, dass du wirklich das Gefühl hast, lebt. Einfach cool. Ein gutes Beispiel für gutes Worldbuilding ist für mich, wenn ich eine Serie oder ein Buch oder einen Film schon x-mal geschaut habe, ich nochmal schauen, weil ich will wieder in dieser Welt sein. So, ich habe mir da jetzt zum Beispiel so ein bisschen notiert, so was für Welten sind die mir besonders gut gefallen und warum. Und jetzt in keiner besonders Reihenfolge habe ich zuerst mal an Fullmetal Alchemist müssen denken. Und zwar ist das, es geht eben darum, es ist ein Anime und es spielt so ein bisschen im Fantasy Deutschland. Und es geht darum, es ist so ein bisschen Anfangs 19. Jahrhundert so, oder in der Mitte 19. Jahrhundert und es geht um Alchemie. Also die Idee ist quasi, du kannst aus jedem Metall oder aus jedem Holz oder aus jedem Dings, das kannst du umwandeln in etwas anderes. Vorausgesetzt, der Wert von beiden ist gleich. Und dann ist die Prämisse quasi so ein bisschen, okay, aber was ist der Wert von einer menschlichen Seele? Ja, und dann... Kann ich das sagen, ja. Also von welchem Wert reden wir da? Von einem Also die theoretischen, materielle materiellen Alchemie, für die, die Wert? es können, ist eigentlich recht einfach. Also, und es sind auch alle Figuren, die jetzt alle Protagonisten und Antagonisten in dieser Welt sind, so Profi-Alchemisten. Also es sind wirklich die Besten von den Besten. Und dann geht es eben darum, es geht um zwei Buben und die wollen mit der Alchemie ihre tote Mutter wiederbeleben. Und der Preis, den sie dafür zahlen, ist, der eine verliert seinen ganzen Körper und er ist jetzt in einer Rüstung gefangen, seine Seele ist in einer Rüstung gefangen und der Grossbruder verliert einen Arm und ein Bein. Okay, gut. Und der kommt dann jeweils eine Prothese über. Und dann die Prämisse ist so quasi, sie zwei wollen ihre eigenen Körper zurückbekommen. Ja, und was eben so recht spannend ist, was für mich halt so recht gut durchdacht ist, eben das System mit der Alchemie, dass es eben wirklich heisst, eben, es ist nicht einfach Magie, sondern du zahlst einen Preis für das. Und alle, die eben die Regeln von der Alchemie brechen, quasi Menschen wollen wiederbeleben, die machen das, sie wissen, sie sollten es nicht machen, aber sie sind in dem Moment so verzweifelt und auch so irrational, weil sie halt gerade so traurig sind. Und aber auch so talentierte Alchemisten, dass sie sagen, hey, wieso nicht? Ein Weg, vielleicht gibt es einen Weg. Und dann geht es eigentlich darum, quasi auch so um so eine Sache von so genannten Philosopher's Stone oder also eben ein Stein der Weisen, wo dann quasi besagt, wenn du den hast, kannst du eigentlich alles mit dem machen und kannst deinen Wunsch erfüllen, ohne dass du einen Preis dafür musst zahlen. Und ja, was einfach auch noch besonders gut ist, ist eben so die Regeln, aber eben auch, es ist so ein bisschen, die Alchemie wird auch so ein bisschen ins Alltägliche hinein versetzt. Also die Alchemisten brauchen zum Teil eben so die Alchemie für ganz alltägliche Sachen und halt, du hast aber auch so recht viel eben so verschiedene Philosophien, die aufeinander klatschen und ja, wer sind die Guten, wer sind die Schlechten, auch wirklich so mega, mega starke Gegner, also wo du wirklich denkst, so holy crap und weil so ein bisschen Horror-Elemente reinkommen. Und das setzt für mich auch so ein bisschen vom Standard-Anime ab, so eben die wirklich, die Bösen sind wirklich böse und es sind dann eigentlich auch fast keine Menschen mehr in dem Sinn.
Und die Guten haben aber auch ihre eigenen Komplikationen. Und ja, es ist einfach mega cool. Ja. Also ist nicht Genau, so schwarz genau. und weiß in dem Fall. Ähm, Okay. Cool. Ja, Ja, ich habe immer wieder mal davon gehört, von dieser Serie, und halt immer wieder so, also ich meine, weißt du, so Zeugs wie, du weißt, es geht um einen Dude und dem sind Brüder, der in einer Rüstung gefangen ist, und das ist eigentlich so, dort hat mein Wissen ja, aufgehört. Und es ist einfach immer so, bei Animes habe ich eine extrem hohe Schwelle, bis es mich, selbst wenn ich so denke, okay, das klingt noch interessant, aber es ist ein Anime. Das ist immer so ein, dann ist es immer gerade viel, viel schwieriger für mich zum reinkommen, weil ich du weiß bist einfach, nicht dass der Typ Animes geworden. sehr viele, ja, wirklich, weil einfach Animes so generell, also alle, die ich kenne, einfach mega viel so Zeugs drin haben, wo mich einfach mega fest aufregt. Oder einfach, ich einfach, ja, einfach nicht kann reinkommen Ja, irgendwie. Oder? Und es gibt wenig Ausnahmen. Ich finde, du kannst den Fullmetal Alchemist wirklich mal geben. Es hat gewisse Sequenzen, die musst sagen, ja, ist normal, ist Anime in dem Sinn, aber es ist recht cool zum Schauen in meinen Augen. Und es ist auch schon minim, was amerikanisiert ist, vielleicht zu viel gesagt, aber ich ja, sage mal, für unsere ja. westliche Gesellschaft gut Okay. schaubar, gut konsumierbar. Was ich zum Beispiel ganz einen spannenden Aspekt finde, ist, dass, wenn ich mir jetzt überlege, wenn ich in dieser Welt wäre, sie haben die, wie Automails, die Ah ja, die Prothesen, Exoskelett-mäßig da. so Steampunk-mäßige Prothesen gibt's. Ganz genau richtig. Erstens Aha, stand ich okay. schon mal generell auf das. Und zweitens frage ich mich, wenn ich in dieser Welt wäre und ich müsste zwar Teil von mir opfern, weiss aber ganz genau, unsere Technik ist so weit fortgeschritten, dass ich dann halt so ein Exoskelett bekomme. Je nachdem, ich meine, wenn es um meine Mutter geht, dann bin ich halt komplett ein Exoskelett nachher. Nehme ich Robocop, ist doch mir gleich. Und Ja, ich kann mich recht gut mit dem identifizieren, dass es, auch wenn es nicht wirklich, es wird immer noch so etwas Schlimmes, Hartes dargestellt, auf jeden Fall. Aber wenn ich mich in die Situation hineinversetze, finde ich das geil gelöst, dass du nicht einfach plötzlich verschwindest oder dass es dich umbringt oder weiss nicht was per sofort, sondern dass du die Exoskelett-Möglichkeit hast. Und ich finde das ein mega cooler Ansatz, weil es halt nicht in ganz vielen Animes geht es um die eine Mission und Leben und Tod und dann stirbt irgendjemand, der mega toll ist und weißt, Standard. Das finde ich einen mega guten Ansatz. was man wirklich sagen muss, ist eben, die Figuren sind wirklich menschlich. Also, Genau. du verstehst, wieso sie das machen, was sie machen. Und alle die fortlaufenden Entscheidungen machen basierend auf dem eigentlich auch Sinn. Sie wachsen aber auch, also jetzt im Verlauf der Reise, oder? Und darum, es ist ja wirklich, und zum Beispiel jetzt auch vor allem der zweite Anime, Fullmetal Alchemist Brotherhood, das ist der, den ich will schauen, wenn ich dich wäre, Chris. Der macht vor allem Okay. so, der lässt recht viel am Anfang weg, um sich wirklich auf die Hauptstory zu konzentrieren. Und die englische Synchro ist wirklich super. Okay. Und ja, es ist wirklich eben, du hast komplexe Motivationen und ja, coole Figuren, auch mega viele coole weibliche Figuren. Ja, eben. Und ja, Wie funktioniert die Serie? Also, wie lang ist sie? Wie viele Staffeln gibt es? Ist sie schon fertig? Was ist sie ist da? fertig und hat 76 Folgen. 20 Minuten. 76. Ui, du, okay. Genau. Dann so ein zweites Beispiel für Worldbuilding, wo auch so ein bisschen Meta-Worldbuilding ist, sage ich dem, wo es über die Welt selber hinausgeht, ist für mich der Comic The Wicked and the Divine von Image. Und zwar, es fängt für mich dort schon die Covers sind mega stylisch gemacht. Und es ist wirklich so in dem Stil gemacht, dass du eigentlich schon in dieser Welt drin bist, wenn du es von außen anschaust. Voll. Aber es geht dann noch weiter, weil jeder Charakter hat spezifische Sprechblasen und die Dekos im Hintergrund und das Licht, wie das gezeichnet ist und alles. Okay. Und bei der Wicked and the Divine geht es darum, es geht um 12 Götter, die alle 90 Jahre wiedergeboren werden. Und weil im Jahr 2014 Religion nicht mehr so zieht, werden alle Götter zu Popstars. Und es sind aber auch Popstars, die quasi inspiriert sind von denen in unserer Welt. Also der Lucifer sieht ein bisschen aus wie der David Bowie, die Inanna sieht ein bisschen aus wie der Prince, es ist noch ein Rihanna-Verschnitt drin, Daft Punk, alles mögliche. Also bisher alles komplett deckungsgleich mit unserer Weltgesellschaftsform. He? Sehr gut. Genau. Die Sache ist einfach die, so, der Haken ist, also es werden immer 12 Sterbliche ausgesucht für die Götter.
von einer alten Frau, die so die Welt bereist. Und der Haken ist einfach, du hast nachher nur noch 2 Jahre zum Leben. Und es geht eigentlich auch so wie darum, okay, was willst du alles opfern, um Kunst erschaffen können? Wie gehst du mit Fame oder im übertragenen Sinne auch mit dem Tod um, oder? Und was auch spannend zu sehen ist, wie halt auch die verschiedenen Figuren, eben die einen wollen Götter sein und finden das richtig geil. Die anderen sind quasi so ein bisschen in das reingerutscht und machen es widerwillig. Die anderen haben es vielleicht zuerst wollen und haben nachher gemerkt, es ist überhaupt nicht cool, oder? Und eben, es geht so sehr viel auch eben um Kreativität und wie viel willst du eigentlich opfern für das Popstar da sein quasi. Was du aber auch noch hast, um das Ganze so ein bisschen zum Laufen zu bringen, es ist eben doch schon ein Superhelden-Comic in diesem Stil gemacht. Es geht jemand rum, der die verschiedenen Götter umbringen will. Und weil sie alle so ein bisschen narzisstisch veranlagt sind, geht es nicht lange, bis sie aufeinander losgehen und sich gegenseitig probieren umzubringen. Natürlich. Sonst haben wir ja keine Action. Okay, cool. Das klingt interessant, ja. Genau. Ja, ihr findet die ich sammle jetzt zum Beispiel Sammelbänder, dort hast du 4 bis 5 Bänder, 4 bis 5 Hefter in einem Band drin. Von denen sind mittlerweile 4 draussen. Die 4 findet sie in eurem lokalen Comicshop. Cool. Auf Deutsch gibt es noch nicht, ihr müsst in einen englischen Comicshop. Aber es sollte jetzt dann kommen. Es ist mittlerweile schon auf Französisch und Italienisch übersetzt worden. Und es geht wahrscheinlich Und es nicht ist lang. wirklich, hey, Leute, die gerne Comics haben und auch der englischen Sprache mächtig sind, ganz euch wirklich, es ist wert. Es ist nämlich auch für einen Comic wirklich, es gibt zwar schön zeichnete Comics, aber ich finde die Comics mega, mega toll gezeichnet, richtig viel mit Liebe. Teilweise haben die Anzüge Ja. Ähnlichkeit mit Ja, Tron. der Woden, Mich der Daft das Punk erinnert mich ja. extrem an Tron teilweise, weißt du, mit die schwarzen Anzüge mit den farbigen Das Strichen. ist ein Selling Point bei mir. Genau, ja. Wir eben auch. Und ich habe lang einen Comic gesucht, den ich wieder kann lesen und mich einfach nicht aufreg. Ab zu viel Gewuschel drin, sage ich jetzt mal. Weißt, das ist teilweise in gewissen Batman-Comics so, dass ich es fast ein bisschen unangenehm finde zum Lesen teilweise. Ja, hatet mich nachher. Aber ich finde, Ja, wenn so das Sternchen kommt und weiss, wenn du willst, was das bedeutet, dann liest Batman Ja, so und so. genau So in dem Stil. oder? Oh. Aha, ja, ja. Aber das ist, glaube ich, bei allen DC-Comics so. Aber das ist halt geil, wenn du eine Story hast, die seit 70 oder 80 Jahren läuft, dann Ja. musst du einfach References machen zu Sachen, die schon lang her sind. ja, genau. Und es gibt ja nicht die Möglichkeit, das Universum mal zu resetten oder so. Ist ja undenkbar. Egal. Auf jeden Fall, wirklich, ey, es ist von der Zeichnungsart her, es ist auch ein bisschen aufgeräumt, sage ich jetzt mal, gezeichnet. Und ich mag das mega. Die Farben sind sehr schön gestaltet. Rein aus dem Designaspekt mega zu empfehlen, storytechnisch auf jeden Fall auch. Ich bin sehr angefressen davon und Chris gönn's dir, wirklich. Was ich auch noch kann sagen ist, die beiden, der Writer und der Zeichner, der Kieran Gillen und der Jamie McKelvey, sind absolute Riesennerds. Also in erster Linie sind es Natürlich. riesen Popmusik-Nerds, aber eben, also sie gamen auch und das hat auch in den Dialogen von der Figuren hat jenes References auf alles Mögliche drin. Also man kann es auch immer wieder okay. mal lesen und etwas Neues entdecken. Das klingt lustig, ja? Ich hoffe ganz stark, dass der Cutter rausschneidet, dass ich gesagt habe, gönn's dir. Ich sage so Sachen nicht wie gönn's dir, okay? Lass das drin, Raffi, lass das drin. Nimm's Lass mir- drin, nimm's lass mir, drin. Ich kenne dich länger, lass drin. Und so ein bisschen das letzte Beispiel von mir, bevor ich quasi zu euch übergehe, ist für mich Spira aus Final Fantasy X. Und was ich bei dieser Welt wirklich cool finde, ist, anders als bei anderen Final Fantasies, die Welt ist schon mal von Südostasien inspiriert. Also, du hast sehr okay. viel so eben, auch so ein bisschen einfachere Sachen, so ein bisschen Hütten, sehr viel farbig, aber eben nicht so Standard Mittelalter-Europa oder dann so Standard Sci-Fi-Zeug. Sondern es ist wirklich noch ein bisschen etwas anderes. Und was dort eben spannend ist, es geht mehr oder weniger um ein Monster, so ein riesiger Killerwal. Und überall, wo der auftaucht, werden einfach Städte zerstört. Und es geht, okay. der Protagonist, der kommt quasi aus der... Edi, Ja. warte mal schnell. Ich muss mal schnell fragen, ist das ein Comic zum Nein, Game? das ist das Game selber, Oder? Final Fantasy X. Das Game Ja. selber? Okay, sorry. Ja. Ich habe Final Fantasy, ich habe es 7 Mal gespielt, Ja. ein bisschen. Und
das 13, weil es geheißen hat, es ist so gut. Und dann habe ich es gespielt, etwa 2-3 13 Stunden. ist Und nicht ich dachte, gut, fuck this shit, man, das Game Ja. ist schon langweilig. Weißt du, und dann, ich finde die Leute geil, die gesagt haben, nein, weißt du, du musst 30 Stunden spielen, dann wird es Ja, auf, genau. dann geht es auf und dann ist es super, das Game. So, hör doch auf, Mann. Ich spiele das Game 30 Stunden, damit es nachher besser wird. Das Game muss von Anfang an... Ja. Richtig, Chris. Wir sehen uns an der Premiere von Matrix 4. He? Das ist ein anderes Problem. Genau. Genau. Eben, und es geht eigentlich darum, der Protagonist ist so ein Supersportler aus einer Sci-Fi-Welt und er wird dann quasi, der Killerwald taucht auf und killt seine ganze Stadt und er wird dann quasi so in die fremde Welt transportiert. Findet dann raus, es ist 1000 Jahre später und es hat schon sich eine ganze Kultur um den hohen Killerwal aufgebildet. Also wirklich so, die Städte und Dörfer, die es gibt, die sind völlig unterentwickelt, weil der kommt alle paar Jahre und macht mal etwas kaputt. Und man hat Mit Reaper. Genau. Man hat aber herausgefunden, es gibt sogenannte Summoners, die mit Hilfe von sogenannten Bestias, wo sie quasi können durch ihr Training quasi zähmen oder nicht zähmen, aber sie können dann wie so Tempel und beten dann ein Weile und dann kommen sie über. Sie können dann mit genug Training, haben sie dann die Macht, um den Killerwal, den Sinn, dem entgegenzutreten und den quasi zu banishen, aber auch nur für ein paar Jahre. Klingt mühsam. Das heisst, die Summoners, die dann die Reise durchführen, die werden dann auch quasi vom Volk verehrt, weil es sind quasi sie geben ihr Leben, damit wir ein paar Jahre unseren Frieden haben und so. Und du folgst der Held, der schließt sich dann von einer Gruppe an, von einer Summonerin und ihren Guardians, und wo sie beschützen auf dem Weg. Und es geht eigentlich so ein bisschen um das und auch so ein bisschen wie seine Weltansicht mit der von dieser Welt clasht, wo also eben ganz anders tickt. Okay. Und es ist eben, weil es als Setting recht anders ist und die Charaktere doch mehr Tiefgang haben als andere Final Fantasy Figuren, geht es eigentlich, eben, es fühlt sich nicht an wie ein typisches JRPG und es ist mir immer noch so gut in Erinnerung. Absolut. Und Chris, es ist sonst jetzt mittlerweile auf PS4 nochmal erhältlich. Ich gebe kein Geld aus für ein Final Fantasy nach dem 7. Nein, look. Gott im Himmel, lösch Ja, genau. den Typ aus dem Internet. Nein, es ist wirklich, du hast zum Beispiel die Hauptfigur, wenn du mal schon angesprochen hast, Tidus. Ist, also ich kann mich jetzt so relativ gut erinnern, weil ich es erst durchgespielt habe. Und weißt, er hat Tiefgang. Wie gesagt, der Charakter, er ist oft so ein bisschen melancholisch drauf. Oft ein bisschen traurig, weil er halt aus seiner Heimat rausgezogen worden ist und so, wo bin ich, was mache ich da, und landet ja nach einem kurzen Aufenthalt auf einem Schiff, wo dann auch der erste ein bisschen spannende Gegner, sage ich jetzt mal fast schon, unter Wasser, wenn du eine Kette entlang gehst, in die Höhle rein, kommt dann mal der erste wirkliche Gegner. Kurz danach stranden sie, dort lernt er dann die Yuna und den Waka kennen, und die Yuna ist, ich sage mal, ein Herzensmädchen, he? Das ist ganz parat. Ich habe keine Ahnung, was sie so erzählt. Man sieht sie recht aus spannenden Winkeln und dann ist das mit dem Zulassen ein bisschen vorbei gewesen. Aber auch der Waka zum Beispiel, wo es gibt doch, ich weiss, Blitzball, hast du sicher schon gesehen? Das ist das Wasserfußball, was es gegeben hat. Also, das ist die doofste Sportart, von der ich je gehört habe. Und ich finde Sport schon Das wird generell geil. doof. Es gibt eine Sportart, die ich cool finde. Und das ist Pro-Banding. Und sonst nichts. auf das kann ich Genau. sonst nachher bei meinem Teil dann nicht. Aber es ist eine Sportart. Es ist eine Sportart. Banden abschleppen oder so? Nein, es ist eine Sportart aus Avatar, aber ich gehe nachher dafür. Aber ich habe die Faszination und die Idee hinter Blitzball nie verstanden, weil, soweit ich das verstanden habe, ist es ja eine Art wie Volleyball, aber in einer Sphäre, also in einer Kugel aus Wasser. Es wird nie erklärt, wieso sie so lange können die Luft anhalten. Das wird nie erklärt. Erstens das. Zweitens, wenn du ja in einer Kugel bist aus Wasser, die Idee an Wasser gegenüber Land ist, dass du dich in alle Richtungen bewegen kannst, also auf und ab. Aber es spielt ja alles trotzdem auf einer Ebene. Also macht es einfach überhaupt keinen Sinn. Plus, versuch mal einen Ball unter Wasser zu schmeißen. Erstens, wenn der Luft drin hat, dann fliegt er gerade rauf. Zweitens, hast du mal versucht, einen Ball durchs Wasser durchzustoßen? Es ist verdammt schwer. Und dann den an 10 Meter weit zu schmeißen, keine Chance. Nichts macht Sinn an diesem Game. Nichts. Es ist ja unglaublich realistisch, dass ein scheiß Link irgendwo irgendwelche Tongefäße rausschlägt und ein Herz drin liegt. Also hat ein scheiß
Arzt das da drinnen liegen, weil es wird kühlen, oder? Darum spiele ich Ja. Breath of the Wild, dort liegen da keine Herzchen mehr rum. Dort musst du dein Essen selber kochen. Wie im echten Leben. Das ist in Final Fantasy Ja. 15 Fall übrigens auch. Und das hast du schon vorher, du kochst, du tust Essen zubereiten. Mein Gott, es ist ein super Game mit super Tiefgang und super Charakteren. Und wenn du das nicht akzeptieren dann... Ja. Okay, gut. Wir haben Final Fantasy 10. Und Ja. eben, der Bösewicht finde ich noch spannend zum Schauen. Hast du noch etwas über den Bösewicht zu erzählen? Über den Antagonist? Ja, der relativ also- spannend ist. Weißt du noch, wie der heisst? Das kommt mir jetzt gerade nicht... Weißt du noch, wie der heisst? Der Seymour. Er hat einen recht coolen Namen gehabt. Der Seymour. Simon? Nein, der hat nicht... Ist das nicht Seymour! der von Simpsons? Ja, das ist ein Seymour. Bösewicht. Ja, unter anderem auch. Also nein, was ich vielleicht noch sagen würde, ist so quasi die Figuren. Also es geht auch sehr viel um Eltern quasi. Der Titus hat selber so ein bisschen nicht so eine gute Beziehung zu seinem Vater. Stellt sich heraus, der Vater ist 10 Jahre vorher auch vom Killerwal entführt worden und ist darum nicht mehr heimgekommen. Ich will nicht Zigaretten posten. Und dann muss er genau, muss er mit, wobei wir jetzt können Ja. zutrauen. Ja, und Sinn genau, ist der es. Sinn. Der Sinn ist eben der Killerwal, das Ganz ist der genau. riesige Killerwal. Die Leute nennen ihn Sinn, weil die Idee quasi ist, wir haben so viel gesündigt, dass die Welt uns jetzt mit dem Wal bestraft. Okay. Und was aber auch spannend ist, eben, der Summonerin, die du begleitest, Yuna, ihr Vater ist der Summoner, der vor 10 Jahren den Killerwal, die letzte Inkarnation von dem Killerwal gekillt hat. Und sie Ah, hat, okay, dann hat sich sie hat wieder auch so ein umgekehrt. bisschen eben, und dann connecten sie beide quasi mit der Tatsache, dass ihre Väter nicht rum sind und dass sie aber beide in ihren respektiven Welten sehr verehrt worden sind. Und sie hat so ein bisschen ein gutes Verhältnis zu ihrem Vater, während der Teil, dass es völlig Geschlechtsverhältnis zu ihrem Vater hat. Und das macht es auch so ein bisschen mehr als nur so eine Standard Love Story, sondern das ist wirklich das Gefühl, okay, du siehst, was sie aneinander finden. So. Vaterkomplex. Okay, cool. Genau. Gut. Ja. Ja, also eben, storymäßig, was soll ich sagen, Final Fantasy an und für sich, Gameplay, also gut, mir gefällt halt einfach der rundenbasiertes Gameplay. Darum, das ist etwas, was mir halt schon an den neueren Final Fantasies halt einfach weniger Das gefällt als an ist den alten. absolut rundenbasiert. Okay, cool. Aber das andere ist halt einfach, die Stories würden mich generell, glaube ich, schon interessieren. Es ist halt einfach, dass Final Fantasies, alles, was ich bisher gesehen habe, es ist, erinnere mich, ist das gleiche Problem wie mit den Animes bei mir, oder? Es ist halt einfach das Zeug, wo bei den Animes mich halt so stört, sehe ich halt dort auch einfach wieder. Und das ist das, wo mich halt einfach davon abhält, dort reinzukommen. Ja. Was ich jetzt noch sagen kann, ist so quasi, ich sehe, was du meinst, vor allem jetzt, wo ich älter bin, sehe ich das bei allen anderen Final Fantasies extrem. Beim 10 sehe ich es jetzt zum Teil ein bisschen, aber das ist wirklich das für mich, was es am besten verhebt. Eben, weil das Worldbuilding so solid ist. So. Und das ist wirklich Okay. für eine Fantasy-Story, die hast du sonst nicht. Ich weiß halt, ich habe schon, weißt du, so damals, als es rausgekommen ist, oder so Trailer gesehen und dachte, ja, das sieht schon irgendwie noch cool aus. Weißt du, vor allem, was mir halt einfach gefallen hat an den Final Fantasy Games, jedes Mal, wenn ich einen Trailer gesehen habe oder irgend so etwas, ist so die kreativen Arten von der Welten. Und das halt, weil halt jedes Final Fantasy Game ist ja wirklich eine separate, eigenständige Story. Und das habe ich schon mega interessant gefunden, weil du hast wirklich gemerkt, okay, die Leute, sie hätten die Möglichkeit gehabt, eine Fortsetzung zu machen und das haben sie dann gemacht mit Über X2. das reden wir aber nicht. ist ja Wobei die andere hat recht schöne Kleider an. Sie sieht recht heiß aus. Von dem her... Ja, logisch. Aber das allein lange nicht, um mich von einem Game überzeugen. Sonst würde ich Dead or Alive Beachvolleyball spielen, was ich nicht mache. Ich wollte genau das jetzt sagen. Logisch gefällt Was dir ich das. als Hintergrund für meinen Rechner hatte. Von leck mir am... Anyway. Mein Gott, ich kann das Spiel... Eddie, Ja. schnell Boah, das Thema okay. Eddie. Das wären so meine Top 3 gewesen. Und jetzt wollte ich euch noch fragen, was sind so eure Lieblingsbeispiele für Welten, die euch wirklich gefesselt haben und wenn ihr sagt, eben, da kann ich eigentlich immer wieder zurückgehen. Chris, Ja, wo fange ich an? Matrix. Nein. Don't. Nein, also gut, das wäre jetzt ursprünglich am Raffi sein Thema gewesen, aber er ist natürlich nicht da. Natürlich. Darum mache ich jetzt das. natürlich. Nein, ich rede über Legend of Zelda ganz ein bisschen, weil jeder, der mich nur annähernd ein bisschen kennt, weiß, dass ich ein gigantischer Zelda-Fan bin, genauso wie der Raffi auch, aber da er jetzt nicht da ist, tja, sein Pech, mein Glück. Legend of Zelda. Wo fange ich an? Ich glaube, es ist schwierig, jemanden zu finden, der keine Ahnung hat, was Legend of Zelda ist. Es ist eine mittelalterliche
Story, mehr oder weniger in einer Fantasiewelt, die Hyrule heisst. Und die Welt ist erschaffen worden von 3 Göttinnen. Und es gibt 3 Auserwählte, die in jeder Epoche, in jeder Zeitspanne eigentlich immer wieder aufeinandertreffen und einen Konflikt miteinander haben. Also 2 mit einem. Das eine ist der Ganondorf, das zweite ist Zelda, die Prinzessin von dem Land, und das dritte ist der Link, der Held, wo man eigentlich immer spielt. Und sehr vielen Leuten, also vor allem Leute, die halt nie eins gespielt haben, ist das nicht bewusst, aber fast jedes Zelda sind wieder neue Inkarnationen von diesen Charakteren. Also das heisst, es sind nicht die gleichen Leute, sie heißen einfach gleich. Es sind meistens, zum Teil spielen hunderte von Jahren zwischen den unterschiedlichen Games. Meistens, und das haben wir vor ein paar Jahren herausgefunden, sind es komplett unterschiedliche Timelines, weil die sich gesplittet hat an gewissen Stellen. Und das Game hat angefangen als ein mega einfaches, mega simples Adventure-Game, 1986 in Japan. Und es ist glaube ich, das erste Game gewesen, das ein Save-System hatte auf dem NES. Vorher hast du Saves nicht wirklich gehabt. Du hast Passwörter bekommen, damit du Levels überspringen. Ja. Aber weil Zelda halt ein Open-World-Game war, wo du in der Mitte angefangen hast und einfach hast rumlaufen, hat das halt nicht mehr funktioniert dort. Also haben sie ein Saving-System erfunden. Jedes Zelda hat wieder irgendetwas gemacht, wo revolutionär war für die Gaming-Industrie. Und die Gaming-Industrie und alle Games, die nachher gekommen sind eigentlich zu massivem Dank verpflichtet. Nintendo und der Zelda-Serie. Aber um das geht es nicht. Es geht um die Story. Also was ist so ein bisschen das an der Welt, wo du sagst, eben... Ja, es ist halt eben cool, weil so der Grundmythos ist ja immer das Gleiche, oder? Du hast die Welt, die erschaffen worden ist von 3 Göttinnen, du hast das Götterrelikt, das die Götter hinterlassen haben, nachdem sie die Welt verloren haben, und das ist Triforce. Das goldige Dreieck, das aus 3 kleinen Dreiecken besteht. Das haben alle sicher schon gesehen. Und wenn du alle 3 Teile zusammenbringst, dann kannst du dir jeden Wunsch erfüllen lassen. Wenn das Ding aufgesplittet wird, dann nachher suchen sich die einzelnen Dreiecke Charaktere aus, zu denen sie am besten passen von der Persönlichkeit her. Die 3 Dreiecke repräsentieren Kraft, Mut und Weisheit. Kraft geht immer zum Ganondorf, das ist eben der Bösewicht aus dieser Serie. Zelda, die Prinzessin, kommt Weisheit über, und Mut ist der Link. Und bin ich der Einzige, was mega schwierig findet, dass der Link trotz zigfacher Reinkarnation sich jedes Mal für grüne Leggings entscheidet? Eine grüne Tunika, nicht Leggings. Nein, meistens hat er nichts drunter an oder irgendwelche Shorts oder so, aber in Ocarina of Time hat er weiße Hosen angelegt, nachdem er erwachsen worden ist. Aber ja. Nein, was eben auch noch cool ist, zusätzlich zu dieser Grundlore, wo durch alle Games durch sich ziehen, gibt es für jedes Game so eigenständige Mini-World-Building eigentlich. Also du hast das Original Legend of Zelda, das mega basic war, danach hast du A Link to the Past, wo du das erste Mal wirklich ein bisschen mehr Story hast. Da hast du unsere Welt, also beziehungsweise Hyrule, wenn man es halt kennt aus den ersten 3 Games, plus du hast The Dark World, wo du zuerst nicht so recht weißt, was das ist. Und das ist so eine Spiegelwelt, ähnlich zu dieser Welt, die halt der Hauptcharakter schon kennt, aber alles ist dunkel dort, alles ist böse, Monster sind stärker. Der Ganon hat das Welt, also der Ganondorf hat die Welt beherrscht und einfach den Abgrund gestürzt und versucht, die Lichtwelt auch zu übernehmen. Dann hast du Twilight Princess, wo du erfährst, dass vor Hunderten von Jahren Mörder und die schlimmsten Verbrecher in ein Paralleluniversum geschickt worden sind, wo es Twilight World heisst, wo die Sonne nie richtig aufgeht. Es ist immer so Dämmerlicht, es ist alles ein bisschen dunkler, es ist alles düsterer, es ist alles ein bisschen komisch dort. Und die Leute haben sich dann unabhängig von den Leuten in Hyrule selber weiterentwickelt. Es sind keine Kriminellen mehr, es sind einfach die Nachfahren. Es ist Australien vom Zelda-Universum eigentlich. Darum hat es mir nicht gefallen. Wieso? Du bist kein Australier. Ja, und du hast halt, jedes einzelne Zelda-Game hat wieder so eine eigene Mini-Plot, eine eigene Mini-Story, die einfach so ein bisschen die Ecke von dieser Zeit erzählt und eigene Sachen hat, aber du hast immer trotzdem Verbindungen zu der Rest der Serie. Und das ist etwas, was mir mega gefällt. Und die Charaktere sind alle relativ simpel, vor allem der Link, der versucht es immer möglichst einfach zu halten, damit du als Spieler dich besser auf den projizieren kannst, und darum redet er ja auch nicht. Ja, darum Legend of Zelda für mich eine von der coolsten Serien generell, ja.
ich habe so eine extreme Hassliebe mit dem Spiel. Und zwar begleitet mich das schon mein Leben. Also wirklich mein erstes wirkliches Spiel, das ich mitbekommen habe, abgesehen von Bubble Bobble auf dem Gameboy, war Zelda Link's Awakening. Und das habe ich als Kind, ich habe das praktisch im Speedrun durchgezockt. Ich habe keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Ich habe das in einem Tempo durchgespielt. Habe das dann jahrelang nicht mehr gesehen. Bin vor 3-4 Jahren mit meiner Großmutter und gesehen, dass dort liegen. Hey, grosse, gib mir das, ich brauche das. Und ja, habe es dann noch probiert durchzuzocken und habe es 3-4 Mal fast an die Wand geworfen. Keine Ahnung, es ist nicht so schlimm, aber ja, auf jeden Fall. Ich kenne es halt noch von meinem Nachbar. Es ist immer so, Leute, die nicht allzu viel Geld haben, haben meistens Kollegen mit der tollen Konsole. Und, Ja. und er hat den Nintendo 64 damals mal und ich habe ihn mega gerne gehabt. Und bin dann eigentlich ständig bei ihm gewesen und eigentlich wollte Turok gamen. Nur hat er dann immer das Ocarina of Time gezockt. Und gut, es hat zwar ich glaube, bis heute höchste Metascore, wo bei 99 von 100 liegt, meinte ich. Und das neue Breath of the Wild liegt bei 98%. 97 im Moment, glaube ich. Okay, also ist das Ocarina of Time immer das höchste. Und ich habe das immer mitbekommen. Ich habe das eigentlich geil gefunden. Nur, dann habe ich natürlich in ein Heim müssen. He? Mama ruft einen kleinen Andi, so komm heim, gut, gehst halt heim. Und am nächsten Mal war er wieder völlig an einem anderen Ort gewesen. Am Anfang vom Tempel bist du, wow, geil, ein Tempel, wow, endlich sind wir dort. Und außer beim Wassertempel, dort habe ich gesagt, ich muss essen. Jetzt war ich gestummen, aber und ich fand, okay, voll geil. Und dann, Ja, dort haben alle gesagt, sie müssen essen, auch die gespielt Ich haben. habe mega Durst. Sorry. ja, wirklich, so viel Wasser, ich muss schiffen, wir sehen uns in 2 Stunden. Ja, und auf jeden Fall habe ich es nie geschafft, es selten mal komplett durchzuzocken. Weil immer irgendein Moment kommt, was mich angepisst hat. Auch später, wenn ich dann älter geworden bin, der Raffi hat es natürlich wieder probiert, so, auch wenn wir zusammen gewohnt haben. Und es hat mich immer, dann die späteren Teile, das mit der Kamera drehen. Du hast doch immer, jetzt würde ich kein Zeichen, aber hast nicht immer müssen, wenn du die Kamera drehen, bei der N64Z noch drücken. Genau. Das ist die einzige Möglichkeit tut für mich gewesen, überhaupt ja, nicht. gell, ich meine, wo das rausgekommen ist, dort ist das neu gewesen. Oder du hast, die Kamera ist auf dem 64 erst mal ein Ding gewesen, das du musst bedienen, sozusagen, oder? Absolut, Und sie haben absolut. das- Es ist neuwertig. Sie haben das auf eine recht gute Nur Lösung, auch, sie haben eine recht gute Lösung gehabt für damals. Weil das natürlich, du hast keinen Für Joystick damals. gehabt, einen zweiten, wo die Kamera extra gesteuert hat. Das ist erst etwas gewesen, wo während der PS1-Ära langsam, PS1. ja, aber gegen das Ende von der PS1-Ära. Leute vergessen es, der erste PS1-Controller hat keine Joysticks gehabt. Eben genau. Und auch die Idee, den zweiten Joystick für die Kamera zu benutzen, ist etwas gewesen, wo erst nach einer Weile gekommen ist. gut, das ist ja sowieso, Jungs. eigentlich hätten ja Nintendo und PlayStation sollen Können wir zusammen schauen, die dass wir beim Konsolen Worldbuilding rausbringen. bleiben? Ja? Ja, genau. Wir haben jetzt schon sehr viel Zeit. Okay, Entschuldigung. Ja. Ja. Alles klar. Okay, deine zweite Welt. Meine zweite Welt ist die Welt von Avatar. Und zwar nicht Avatar von James Cameron, das ist Bullshit, sondern Avatar, die Cartoonserie von Nickelodeon. Oder beziehungsweise... Mit den Elementen? Genau. Avatar, The Okay. Last Airbender oder Herr der Elemente bei uns auf Deutsch. Und wo fange ich an? Die Serie war unglaublich gewesen, weil sie zuerst mal eine mega interessante Art von Magie in Anführungszeichen vorgestellt hat den Leuten und mega interessante, coole Regeln aufgestellt hat, wo sie wirklich auch immer schön befolgt haben. Sie haben gesagt, es ist nicht einfach mit der Hand umwetteln und Zeugs passiert, sondern wenn du größere Sachen bewegen willst, dann musst du mehr körperliche Kraft aufwenden, du musst besseres Training haben und du musst auch wirklich konzentrierter sein und du musst physischen Kontakt haben auf irgendeine Art mit dem, was du eine Art bewegst. Für die Leute, die keine Ahnung haben, was Avatar The Last Airbender ist, es ist eine Welt, ähnlich wie unsere, aber es ist nicht unsere, wo es 4 Nationen gibt. Es gibt die Luftbändiger, die Feuerbändiger, nein, sorry, ich muss nochmal neu anfangen. Reihenfolge ist doch 4. Es gibt. Ja, nein. Es gibt die Luftnomaden, es gibt die Feuernation, es gibt die Wasserstämme und es gibt das Erdkönigreich. Und in diesen 4 Nationen gibt es Auserwählte, es sind etwa ein Drittel oder vielleicht ein bisschen weniger Menschen, die das Element von ihrer Nation können bewegen können. Das heisst, ein Luftbändiger der kann Luftströme erzeugen und der Erdbändiger der kann riesige Steillupfen oder Canyons machen und so Zeugs und so. Aber die Art, wie sie das machen, ist mit Martial Arts. Also das heisst,
wie soll ich sagen, mit Bewegungen passiert es dann eigentlich gleichzeitig. Also es ist nicht, wenn eine Zauberformel, die du mit einer Bewegung machst und dann passiert etwas, sondern in dem Moment, wo du Bewegung machst, tut eigentlich dieses Element die Du Bewegung musst die übernehmen. Bewegung machen, um das Spezifische, was du willst machen, erzielen, oder? Ja. Ganz genau. Ganz genau. Und das ist eben etwas, wo der Film eben nicht angekriegt hat, aber über das reden wir nicht, über das redet niemand. Jetzt, je nachdem, und die Leute, die Bryke, also Brian DiMartino und Michael Konietzko, genau. Sie zwei haben die Welt erschaffen und sie haben sich wahnsinnig viel überlegt und so viel Liebe in das hineingesteckt. Und das merkst du einfach in jeder Episode. Sie haben zum Beispiel die verschiedenen Stämme, die haben unterschiedliche Art von Kampfkünsten, die sie benutzen, um die verschiedenen Elemente halt zu benutzen. Zum Beispiel die Feuerbändiger benutzen eine Art Kung Fu, glaube ich. Die Wasserbändiger benutzen so ein Tai Chi-mäßiges, aber sie bewegen sich einfach schneller. Und die anderen zwei weiss ich jetzt gerade nicht mehr auswendig. Aber Also es ist alles, jedes ist an einer spezifischen Kampfsportart auf unserer Welt angelehnt. Das habe ich immer mega schön elegant gefunden. Nur kurz, meine Lehrer haben lange gemeint, ich heisse so wie der eine Entwickler, weil immer wenn sie gesagt hat, Andi, habe ich gefragt, kann ich jetzt gehen? Danke für das. Gern. Ja, anyway. Gut, eben, also zum kurz fassen, es hat 3 Staffeln gegeben und sie haben von Anfang an gesagt, wir machen eine Serie mit 3 Staffeln und sie haben die ganze Story, die sie erzählen wollten, in die 3 Staffeln hineingepackt und von Anfang an als abgeschlossene Story geplant gehabt. Und es geht um den Avatar. Der Avatar ist jemand, der geboren wird und die Fähigkeit hat, alle 4 Elemente zu lernen und die zu benutzen. Und das kann sonst niemand. Das heißt, das Element, mit dem du geboren wirst, das ist das, was du kannst bändigen, wenn du überhaupt bändigen kannst. Hingegen der Avatar, der kann alle 4 lernen. Und der Avatar hat die Aufgabe, sich auszubilden, und für das hat er meistens auch Hilfe, und dann nachher fürs Gleichgewicht unter allen 4 Nationen zu sorgen. Das heißt, er ist eigentlich ein Superhelden-Diplomat. Also er geht er tut Konflikte lösen zwischen den Nationen, er tut schauen, dass es den Leuten gut geht. Er ist zusätzlich auch dafür da, um das Gleichgewicht zwischen den Menschen und den spirituellen Geister aufrechtzuerhalten. Das ist vor allem etwas, was dann in Legend of Korra, also die Nachfolgerserie, mehr zur Geltung gekommen ist, weil dort dann auch mehr so spirituelle Geister rum sind. Und das Interessante, also was ich eben halt mega spannend gefunden habe an dieser Serie, ist, dass du hast nicht genau gewusst, wo das der Anfang war vom Avatar. Wann hat der angefangen? Du weißt nur, wenn der Avatar stirbt, wird der Nächste geboren. Und das war's. Ja. Und du weißt nicht, wie lange gibt es den Avatar schon, wie lange gibt es die Welt schon, wie lange läuft es schon. Es ist einfach schon immer so gewesen. Es könnte Hunderttausende schon gewesen sein, man weiß es nicht. Es ist einfach so eine mittelalterliche, mehr oder weniger Welt, wo ganz am Anfang von der Industrialisierung war, in Avatar. Und dann ist die Serie fertig gewesen und die Serie ist abgeschlossen gewesen und die Story ist beendet gewesen und es ist super gewesen. Und die Fans haben gesagt, wir wollen mehr. Und dann ist es etwa 3 oder 4 Jahre gegangen und dann haben die Macher gesagt, okay, Jungs, Leute, Wir machen eine neue Serie. Genau, wir machen einmal eine Runde. Und alle sind durchgedreht und so, wow! Und dann haben sie tatsächlich eine Serie angefangen, die dann eben Legend of Korra geheißen hat, weil sie die Rechte für Avatar nicht mehr kannten, wegen James Cameron. Und die Serie hat 70 Jahre später gespielt, wo es eben dann um den nächsten Avatar gegangen ist, wo jetzt eine Frau ist. Und die Serie hat in einer postindustrialisierten Welt gespielt. Also es war etwas, das mit unserer Welt aus den 1920er am besten vergleichbar ist. Auch die Musik war angelehnt, aber halt einfach immer noch in einer Welt. Und das war so interessant. Und in der 2. Staffel von dort ist auch erklärt worden, wie der Avatar entstanden ist und wie sehr viele Sachen aus dieser Welt angefangen haben. Und ich bin mega im Clinch gewesen, weil auf der einen Seite habe ich das nicht wirklich wissen, weil ich nicht einen definitiven Anfang haben, aber sie haben es so gut übergebracht, dass ich es trotzdem genial gefunden habe. Schwierig. Ich habe es auch cool gefunden. Also generell, wie es gemacht ist, ja. Aber es hat mich wirklich mega gefickt, dass sie das angefangen haben zu erklären und anfangen zu suchen etc. Ich kann das gar nicht wollen. Ganz im Ernst, ich kann das gar nicht wollen. Es war voll okay, so wie es war. Und ich habe Freude, dass nochmal etwas gekommen ist. Weißt du, so, dass nochmal irgendetwas kommt. Das ist oft so, das ist auch bei Full House oder so, weißt du, es ist schon lange her, es ist lange vorbei und dann plötzlich heißt es kommt nochmal etwas. Auch wenn es scheiße ist, du freust dich, ist völlig okay. Aber es hat mich mega gestört. Es ist, also nicht, dass es eine Frau ist oder so, weißt du, momentan ist das so Mode, so Star Wars und weiss nicht was. Völlig okay, aber
dass sie anfangen Zeugs erklären, die einfach in den alten Folgen nie irgendeine Rolle gespielt haben. Sondern du bist in die Welt reingekommen und du hast dich sofort, ich habe mich von der ersten Folge völlig trainiert versetzt gefühlt, ich bin richtig drin gewesen. Und ich habe gar nicht wissen, warum, wie, wo, was. Sondern das ist doch das Mystische, das ist doch genau das, was dem Ganzen den Kick gibt. So, du bist der Auserwählte, du bist der das Ganze muss zusammenführen muss. Und ja, das hat mich dann schon ein bisschen gestresst. Ja, das ist vielleicht dann auch so ein bisschen eine Frage von, okay, was ist jetzt viel Worldbuilding? Oder wie eben. Und das ist, glaube ich, dann auch wieder so ein bisschen Geschmackssache. Und ich glaube, das ist jetzt auch zum Beispiel etwas, das wirft mir zum Beispiel am Tolkien immer vor, dass der vielleicht so ein bisschen zum Teil so ein bisschen zu fest ins Detail gegangen ist, aber darum hat er nachher all das Zeug, wo er quasi gemerkt hat, okay, das ist das Detail, das hat er nachher ins Silmarillion reingepackt und selber noch aus Herr der Ringe entfernt, so. Was mich noch ganz kurz wundern, ja. was ist euer Lieblingselement gewesen? Meins war zum Beispiel Feuer gewesen. Erstens habe ich die ganze, das sind ja so ein bisschen an Samurai angelehnt, auch die Rüstungen, die roten Rüstungen, die sind ja eher so hellbleich fast schon gewesen und die roten Rüstungen und das habe ich mega. Ich habe zwar auch den Eskimo-Stil und so, ist völlig okay, aber ich habe das mega geil gefunden. Das hat mich richtig abgeholt. Was sind eure Lieblingselemente gewesen? Es ist noch schwierig, weil ich habe das Gefühl, wenn ich würde in dieser Welt geboren werden, dann wäre ich wahrscheinlich ein Luftbändiger gewesen. Weil ich habe das Gefühl, ich identifiziere mich am besten mit dem. Weißt, so Konflikte ausweichen lieber als dagegen anstoßen oder versuchen zu bekämpfen, sondern ich dann lieber halt eben entweder versuchen zu beschwichtigen oder halt die Kraft auszuweichen und die Kraft an mir vorbeigehen lassen. Und das ist so ein bisschen, das ist ein typisches luftbändiger Ding. Hingegen das Element, das mir glaub, am besten gefallen würde, zum selber bändigen können, wäre glaub, Wasser. Weil du kannst heilen. Und das ist schon mal hure cool. Also gut, ich glaube nicht alle können heilen, aber das ist etwas, was du lernen kannst. Und du kannst einfach, Wasser hast du überall und du kannst so viele Sachen damit machen. Du kannst Sachen bauen damit, auch wenn es nur kurzfristig sind, weil es Wasser ist, aber du kannst halt einfach... Ja, Wasser ist einfach genial. Wenn du eine Strandfolge machen mit deinen Kollegen, dann kannst du das Wasser gerade mit. Kannst einfach surfen gehen, du musst nicht mal wählen. Ich feiere es mega, ich habe Wasser auch gerne. So. Ja, Wasser ist super. Ja, nochmal so ein bisschen zum Worldbuilding, was ich jetzt zum Beispiel eben so jetzt bei The Last Airbender und bei Legend of Korra mega stark finde und was auch mega mutig war, ist, dass sie wirklich gesagt haben, okay, die Welt entwickelt sich weiter. Das ist doch etwas, mit dem habe ich so ein bisschen Mühe, mit so ein bisschen Fantasy-Welten oder Sci-Fi-Welten, die tausende von Jahren vergehen und sind alle immer am gleichen Stand, oder? Das ist jemand, was machen die den ganzen Tag? Sind die nur am Typ drehen, oder? Ja, vor allem, du siehst Leute, die Zeug erfinden oder neue Sachen machen und dann siehst du eine Serie, die 100 Jahre später spielt und es ist immer noch genau gleich. Da denkst du, verdammt, Mann, irgendetwas macht ihr doch, oder? Was will ich? Das ist die Story von Windows, super. Genial. Windows Origins. Genau. Das könntest du Windows bändigen, Mann. Kannst du höchstens neu aufsetzen, ja. Okay. Wir bleiben beim Thema. Da brauchst du den Windows-Avatar, ja. Eben, das ist so ein bisschen, eben zu viel Worldbuilding, weil das kann sich auch mal geben. Also eben, wenn ich auf einmal Sachen erfahre, die ich gar nicht erfahren und so. Und das ist definitiv sicher auch eine Gefahr. Ja, voll. Und ja, eben, ich bin sicher, wir könnten, also wenn ihr uns noch mehr über die Zelda-Schwätze hören wollt, dann könnt ihr die letzte Folge hören. Und wenn ihr mehr über Avatar wollt hören, dann könnt ihr den vorigen Podcast von Chris und von mir anhören. Das ist alles parat für euch. Und ja, jetzt zum Abschluss wollte ich nochmal den Andi fragen, was sind so Welten, wo du immer wieder kannst eintauchen, wo du einfach sagst, man, yes, das ist mein Shit. Ich kann unter anderem, nein, machen wir es anders. Ich würde ganz kurz auf dich zurückkommen, es hat aber auch mit Worldbuilding zu, du hast gesagt, wenn du das Buch liest, hast du manchmal, du liest es wieder und wieder, weil du willst zurück in die Welt kommen. Ja. Gut, mir geht es genauso. Ich habe das mit Stephen King extrem. Und was mich dort so flasht, ist, dass der Typ das schafft, immer wieder auf vorherige Geschichten anzugehen. Es macht zwar nicht, manchmal macht es keinen Sinn, also, aber im Großen und Ganzen gibt es ja zwei Zyklen, sage ich mal. Es gibt Dark Tower, da bin ich jetzt momentan am 3. Band, darum kann ich dort noch nicht so viel zu sagen. Und ganz ehrlich, der Dark Tower ist spannend, aber man, es ist so zäh zum Lesen. Okay. Also ich habe mich schon im 2. Teil mega müssen zwingen, dass ich weitermache mit diesen blöden Krebs, wo ich habe nur gedacht, jetzt tötet endlich, dass die huren Bücher aufhören. Aber okay. Was ich spannend finde, ist der Castle Rock Zyklus, wo eigentlich recht viele Bücher zugehören. Ihr habt
Shining, Misery, die ihr sicher kennt. So. Es sind alles Bücher, die zu dieser Story gehören. Viele von seinen Büchern spielen ja in Maine, wo auch oder Castle Rock, da ist auch das Gefängnis, das er immer wieder mal beschreibt. Jerusalem's Lot oder Derry, wo Orte sind, wo er immer wieder darauf zurückkommt, wo auch in It zum Beispiel wieder erwähnt werden. Oder auch bei Needful Things. Wo einfach mega spannend ist, dass er immer wieder auf Sachen zurück. Er hat zum Beispiel in Shining hat's doch den Koch. Nein, stimmt gar nicht. In It, da hat's der Koch. In Shining ist der Koch gewesen, genau. Wo dann in Misery, glaube ich, ist es auch nochmal von ihm liest. Wo aber auch in It nochmal erfährst, wo er vorher geschafft hat. Also kann sein, dass mir zu deutsch ist schon lange her, aber ich finde es spannend, wie du, weißt, verschiedene Bücher mit komplett verschiedenen Themen, und oft in diesem Horror-Ding, wie er aber immer wieder auf die gleichen Ort zurückkommt und an vorhergegangene Ereignisse zurückgreift und zum Teil den gleichen Charakter wieder mit einbindet. Super. Hat er leider auf der Leinwand bisher noch nicht anbekommen. Gut, kann er nicht dafür, aber bis jetzt nach seine Filme, oder jetzt gibt es ja mittlerweile sind es ja Serien, hat er auch eine Serie, die auf seinem Buch beruht, wo ich muss sagen, die Serie kommt niemals ins Buch an. Völlig Bullshit gewesen. Aber egal. Ich find das, nur kurz um aufs Buch zurück, finde ich mega spannend. Das seine Welt. Da rede ich vielleicht ein anderes Mal drüber. Mein Haupt-Wordbuilding ist, ich habe mich entscheiden zwischen GTA und World of Warcraft. Ich habe gefunden, beides kennt man schon zu Genüge wahrscheinlich. Darum habe ich mich für World of Warcraft entschieden, damit es auch mein letzten Hörer aushängt. Und was mich dann einfach flasht, ist die schiere Grösse. Ich zocke das jetzt schon seit ich vielleicht 15 bin oder so, 14, 15 Jahre alt bin. Und es ist schier unglaublich, was für eine Größe das Stories. Es hat einen Haufen Stories, so viele Geschichten, wo je nach Kontinent, wo du bist, je nach Ort, wo du bist, wo dich überall hertreiben, wo zum Teil wirklich sehr schön geschrieben sind. Zum Teil sind es wirklich mega, mega schöne Geschichten, die dich auch mitnehmen. Gerade wenn du, ich habe schon Warcraft sehr toll gefunden, Warcraft 3, wo dann in WoW ein bisschen weitergeführt worden sind, und ich sage, hey, die ganze Geschichte damals mal vom Lich King, wo wirklich mega schön, mega toll beschrieben ist, hammermäßig. Aber hauptsächlich flasht es mich eigentlich, weil was mir als allererstes richtig geflasht hat, war, dass du mit Cataclysm, das war eines von diesen vielen Add-ons, du hast eine Welt gehabt, du hast zum Beispiel einen Ort gehabt, der war in der Wüste raus. Du hast wirklich alles, du hast Schnee, Wüste, Wälder, Dschungel, alles. Und dann ist der Kataklysmus gekommen, Drachen, alles kaputt, boom. Und plötzlich hast du Ortschaften, die vorher in der Wüste waren, wo du plötzlich eine Unterwasserwelt ist, der gleiche Ort, aber er ist unter Wasser und du schwimmst mit dem Schiff drüber. Und ich sage, hey, genial, dass du nach mehreren Jahren darauf kommst, okay, was geben wir den Leuten Neues? Was geben wir den Leuten Neues? Wir auch die Welt, wie sie ist, erweitern sich ein bisschen, aber die gleiche Art neu gestalten. Oder? In Zelda nennt man so etwas jetzt neuerdings DLC, aber in WoW, ich find das unglaublich. Also, du hast so viel Pop, was ich richtig geil finde, sind die ganzen tausenden popkulturellen Anspielungen. Irgendwo hast du einen Questgeber gesehen, der haben wir selbst gesagt, der heisst, anstatt Keanu Reeves heißt der Keanu Beeves oder Keanu Reeves. Oder es gibt einen Klaatu, der ja von The Day the World Stood Still kommt. Du hast, haben ihr Baldur's Gate 2 gespielt? Baldur's Gate generell, da gibt es ja den Kangax. Nein. Okay, also du hast so viel popkulturelle Anspielungen, auch der Harrison Jones, herrlich. Es gibt eine ganze Storyline, wo du so ein bisschen, ich weiß gar nicht genau, du musst in der Wüste raus irgendein Grab oder so ausheben, weiß ich nicht genau. Und der Typ, der dir die Quest gibt, ist der Harrison Jones. Du läufst irgendwo in einer Stadt, die heißt Harris Pilton. Und mir geht Angst fast der Schuss ab, weil ich das so lustig finde. Du hast einen Ort, der heißt Donnerkuppel, auf Deutsch, wo logischerweise von Mad Max kommt. Und, hey, oder Rampage Against the Machine. Okay. Weißt du, du hast so viele richtig geile Anspielungen, wo du einfach dort stehst, wo eigentlich ganz, ganz normal in die Welt. Es ist halt so in den MMOs, du hast oftmals einfach nur, du liest ja die Quests. Oder meistens heutzutage nicht einmal mehr. Du drückst okay, du siehst schon auf der Map, wo du hin musst, reinschauen gut. Aber wenn du es durchliest, hast du so viele wirklich gute, schöne Stories und so viele lustige Anspielungen.
die mich einfach bis heute faszinieren. Dann hast du ein Schnellreisesystem, wo du über Portal, du gehst in die Hauptstadt, gehst über Portale in eine komplett andere Stadt und reist so über die Welt ist mittlerweile so riesig. Du hast ja mehrere Kontinente und dann alternative Zeitlinien und. Das ist also für mich mittlerweile auch schon fast... Was? Alternative Zeitlinie? Ja. In WoW? Ohne Scheiß, okay. Wow. WoW ist okay, nein, musst nicht viel weiter darauf eingehen, das lange schon. Es ist viel deeper, als man meint. Aber das Ding ist halt, was wirklich das Problem ist, dass in diesen ganzen MMOs heute, es ist wirklich nur ein Abfarmen von den Quests. Und das merke ich auch. Ich meine, wenn ich mit Level 599 heisst, sammle 500 Millionen Ratten ein und reiße den Schwanz ab, damit er aus der Kette basteln kann, dann ist es irgendwann langweilig. So, das habe ich gesehen. Und das ist in WoW. Aber was mich in WoW so reißt, ist, dass du, wenn du das mal geschafft hast, wenn du mal auf dem High-Level bist, dann hast du so geile Dungeons, wo du kannst durchgehen. Und früher war es fast geiler gewesen, weil heute hast du eine Art App, also du hast ein Add-on, wo dich automatisch in Gruppen einteilen, dass du nur noch losrennen kannst. Es geht viel schneller, aber wir haben früher hast du 40 Stück, wir sind 40 Personen in einem Raid. Das heißt, 39 andere Leute haben auf dich gewartet, wenn du zu spät gekommen bist. Und klar, du hast nicht wollen, dass die 39 Leute im TS als beipissen. Also bist du... Sorry, Lehrer, ich habe Bauchkrampf. Früher ist alles besser. Früher ist alles besser. Du bist zum Lehrer, lass Herr Lehrer, ich habe meine Tage und dann bist du gegangen, oder? Ja, egal. Es ist so eine riesige Welt, wo sich, bis heute, denkt mal nach, was wir sehen, ist, dass es mittlerweile so viele kurzlebige MMOs gibt. Oder ich sage jetzt mal, vielleicht ein Herr der Ringe oder so, was es immer noch gibt. Wo einfach komplett Copy-Paste ist, einfach in die Welt vom Tolkien hineingesetzt. Wo aber nicht, wo mittlerweile Free-to-Play sind, aber trotzdem zahlen Millionen von Leuten monatlich Geld, um in diese Welt hineinzukommen, die de facto grafisch nicht besser ist. Aber irgendwie hat es Blizzard geschafft, sich etablieren, und zwar so extrem, dass jedes andere MMO daran absplittert. Ja, kaputt geht dran. Ich glaube so ein bisschen, spezifisch, was mich zum Beispiel an der Warcraft-Story mega fasziniert und was mich so als Genie so ein bisschen reingezogen hat, ist so rein storytechnisch die verschiedenen Völker und dass es nicht wirklich gute und böse hat. Also jede so Seite hat seine Texte gehabt und seine Helden. Und was jetzt zum Beispiel du auch sagst mit dem World of Warcraft, dass du zum Beispiel auch eben das Metagame, also die Community, du kannst dazu brauchen, zum Worldbuilding beitragen. Das ist so recht spannend, dass du eigentlich quasi den Konsument als zum Teil von der Welt machst, wo du dann quasi auch als Selling Point brauchst. So. Super, guter Punkt. Also, sie haben eine Zeit lang eine Quest gegeben, wo du nur hast vorangehen, wenn möglichst viele Leute von deinem Server mitspielen. Also du hast wirklich die Community mit einbezogen. Genial, eine geniale Idee. Heute ist das Problem, dass mehrere Server miteinander verbunden sind etc. Und dann ist viel mehr, dass früher hast du nur auf deinem Server gespielt. Also hast du dich auch relativ schnell, wenn du ein bisschen weitergegangen bist und ein bisschen effektiv gespielt hast, ein bisschen gutes Equip hast, irgendwann hat man dich ein bisschen gekannt, oder? Und dann hast du ich hatte den dritthöchsten PvP-Rang gehabt. Dann hat man dich auch ein bisschen gekannt, okay? Und ist dann dementsprechend jetzt wirklich fast eine Art Respekt gegeben. So blöd, dass es jetzt in meinem Alter heute tönt, aber früher ist das, sie haben dich nicht, ich bin Rittmeister gewesen, wenn einer auf mich zugesagt hat, ist der gelesen, Rittmeister, dann hat er gestoppt, dann hat sich gefömmelt, dann kommst du auf mich zu. So, heute wird... Und dann hast du gesagt, ich hätte meine Füße. Seine Axt hat es ihm gesagt. Was heisst da gesagt? Er hat gefragt, ob es darf, was läuft. Du meinst innerhalb vom Game? Ja, innerhalb vom Game habe ich teilweise fragen, wenn sie es nicht geschnallt haben. Nein, heute du siehst aber, was ich auch so spannend finde, ich habe jetzt lange aufgehört zu spielen und bin jetzt wieder reingekommen. Und du siehst den Zerfall von der Gesellschaft innerhalb der Community, durch dass es mir aufgegangen ist. Es ist grausam. Einerseits sicher, weil Haufen Junge immer dazukommen, weil es einfacher geworden ist, die Einstieg finden. Aber früher, wie gesagt, du bist früher auf dem einen Server gewesen, man hat dich gekannt. Hast du auf dem Server weg, hat es Geld gekostet. So, du hast also geschaut, wie du dich mit anderen abgibst. Es hat nur begrenzte Gilden gegeben. Du wolltest reinkommen, zum Weiterkommen. Du hast wirklich stundenlang, wir haben zum Teil um 8 Uhr angefangen und um 5 Uhr morgens aufgehört, nachher bist du in die Schule gegangen. Das erklärt meinen Abschluss. Aber egal. Auf jeden Fall ist das heute nicht mehr. Heute kommst du so schnell in die Welt rein und du musst, du sagst gar nicht mehr Grüezi miteinander, heute zusammen, ciao, du redest nicht miteinander, du gehst in die Dungeons, 2 durch, es wird automatisch ausgesucht und du bist drin. So. Ja. Und der Zerfall von der Gesellschaft ist so krass. Es wird einander als beipisst, jeder fickt den anderen. Das ist früher nicht gehabt. Das finde ich
mega spannender Metapunkt. Das Verhalten von einer Community, sobald die Anonymität wieder mehr gegeben ist. Was früher natürlich viel weniger... Das ist die Call of Duty-Generation. Das ist Call of Duty-Generation, genau richtig. Wenn sie dann älter wären, spielen sie Battlefield. Aber es ist unglaublich, wie wobei, es hat natürlich Fanfiction. WoW hat so eine treue Community seit zig Jahren. Kennt ihr, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, Alimania. Ja. Das ist ein Hörspiel. Heutzutage, wo wir einen Podcast machen, so kann ich endlich mal auslassen. Ich bin ganz früher in der Community inne und der Typ ist das Ebenbild von einem scheiß Hitler. Er ist ein gottverdammter, elender Dreckswichser. Der blöde Stevenio ist ein scheiß Arschloch. Und ich hoffe, er ist Schweizerdeutsch, damit er das hört. Stevenio, du bist ein Bastard. Das hat jetzt, hey, fast 10 Jahre habe ich auf das gewartet. Er ist aber Andi, weißt du, ich meine, es ist schon cool und so, dass du Informationen gibst, aber das ist keine Gruppentherapie da, gell? Also. nur bedingt. Gruppentherapie, es ist ja gleich wie euch therapieren. Mir geht es jetzt besser, verstehst du? Auf jeden Fall haben sie aus dem Nichts aus ein Hörspiel rausgestampft, wo jetzt, glaube ich, vor 2 Jahren ist die letzte Folge mal rausgekommen. Und sagen wir, ein anderes Game, wo du eine Community so über Jahre so zusammenschweißt, ist, dass sich in diesem Maßstab Fanbases bilden, wo aus eigenem Antrieb Videos, ganze Filme aus Ingame gestaltet. Und eben, das findest du nie anders. Und das ist das, was mich bis heute immer wieder ein bisschen daran hebt. Das ist der Punkt, der dich süchtig macht. Du kennst Leute, die du seit 10 Jahren kennst, noch nie gesehen hast, aber seit 10 Jahren im Teamspeak und ihre Avatare neben dir stehen. Ja. Und auch wenn 2 Nachtelfen nebenan stehen, ich bin der Schöner. Aber ganz generell, es ist... Du bist schön, immer wie deine Augen rollst, Chris. Immer das Man hört es nicht, aber ich habe mit den Augen gerollt. Ich glaube, man hat es gehört im Fall. Wo man das Echo gehört von ihm her. Der Raffi soll das nicht rausschneiden. Auf jeden Fall. Das ist das, was mich so fasziniert, dass du so eine... Ich sage, was wir noch besser machen. Das Einzige, was ich geil finde, wären so Zufallsquests wie bei Red Dead Redemption, wo du noch einmal durchläufst und plötzlich passiert irgendetwas. Es ist alles recht statisch. Du läufst durch die Welt durch. Ja, das ist halt geil. Ich meine, wenn du etwas serverbasiert machst, wo für alle muss gleich sein, dann nachher kannst du so zufallgeneriertes Zeugs relativ schwierig implementieren. Ich bin natürlich kein Game Designer, aber ich stelle mir das ein bisschen schwierig heute vor. kannst du das heute nicht instanzieren, oder wie heisst es? Weißt du, wenn du das... Ja, ich weiss, was du meinst. Es gibt ein Wort für das, ich finde es nur gerade nicht. Ist ja gleich. Ich glaube, heutzutage wäre die Möglichkeit gegeben, um so etwas zu machen, wo du dann kurzzeitig auf nur dein Charakter dort ist, zum Beispiel, weißt du? Ja. Ja. Wo halt einfach auch Storytelling. Sie haben doch in Elder Scrolls Online haben sie doch so ein bisschen ähnliche Sachen gehabt, wo du eine Mission, also Haben wir euch das für die Online-Gaming-Folge aufbewahren? Wir trifft jetzt echt immer mehr so in Richtung Online-Games ab. Okay, gut. Okay. Willst du noch einen Abschluss machen? Ja, voll. Dann machen wir da mal einen Punkt. Ich meine, WoW ist auch etwas, da könnte man jetzt tagelang drüber reden. Muss nicht sein. Machen wir das schon mal. Wir machen mal eine Folge drüber. Keine Angst. Ich sag dir, dann bin ich dann krank. Also, dann schneidet dann der Chris die Folge. Genau. Himmels Willen, nein. Ja, zum einem Abschluss kommen. Es ist cool, wenn man sieht, in was für verschiedene Richtungen die ganzen Worldbuildings können gehen. Gerade wenn man das Final Fantasy schaut, wo ja früher wirklich in dieser westlich angehauchten, fast schon ritterlichen Welt gespielt hat, wo dann über die Szene in die asiatische Richtung gegangen ist und jetzt mit dem 15 eine modernere Variante vom Westlichen wieder sucht. Also komplett spannend auch, wie sich ein MMO wie WoW weiterentwickelt hat. Top, und ich hoffe, es geht weiter. Ich hoffe, auch Open World wird weiter existieren. Ich hoffe, dass sie irgendwann davon wegkommen, dass wir so in ein Extrem von der Größe reinzuziehen. Wie als ein Witcher oder hauptsächlich ein Witcher. Das geht momentan am meisten auf den Sack. Wie es gewisse Games einfach machen. Aber ich finde es genial, dass so etwas generell weitergeführt wird. Man sieht es mit Horizon Zero Dawn gross, aber trotzdem gigantisch von der Grafik, gigantisch von der Story, unglaublich. Der Chris hat es ja gezogen, so viel ich weiss, hat sich aber jetzt in Zelda verloren und hat darum gesagt, er schickt es mir zu, damit ich es durchzocken kann, was ich sehr lieb finde von ihm. Genau. Ja, auf jeden Fall. So viel zu dem. Ich glaube, viel mehr gibt es da gar nicht zu sagen, wenn wir die Folge unterhalb von 5 Stunden durchziehen. Genau. Eddie? Ja, jetzt haben wir den Raffi nicht gehört, aber
Macht nichts. Das war eh nicht so wichtig, was er zu sagen hat. Hat sich erst nicht entschuldigt. So sage ich mit ihm verbockt. Wir lieben dich, Raffi. Er findet das Masters Word toll und er findet es toll, dass der Typ in Grün rumläuft. Punkt. So. Ja, nein, Weiter also, geht's. eben abschließend, man merkt, dass eben Worldbuilding ist etwas mega Essentielles, wenn man wirklich will, Leute in eine Welt reinziehen, und das kann man im Detail machen, das kann man im Konzept machen, wenn man das wirklich durchdenkt, mit Konsequenzen und allem Möglichen. Man kann es aber eben auch durch etwas machen, außerhalb vom Werk selber, eben mit der Community, wenn man die noch mit einbezieht, und da gibt es ganz viele Möglichkeiten, und das ist auch so ein Thema, wo man sich vielleicht so an sich gar nicht so fest überlegt hat, wieso gefällt mir jetzt die Welt so genau. Aber ich finde es eben doch wichtig, dass man das vielleicht mal analysiert und anschaut, so, okay, was steckt da dahinter? Definitiv, ja. Und ja, darum, ich hoffe, das hat euch inspiriert, dass, wenn euch noch Sachen in den Sinn kommen, so spezielle Welten, wo ihr sagt, hey, die finde ich mega cool, das habe ich so ein bisschen vermisst. Oder von dem wollte ich euch erzählen. Schreibt uns, schreibt Comments, wenn es uns dann mal gibt auf Social Media. Oder ja, sonst schreibt mit uns privat. Ja, abschliessend, Chris, wo findet man dich auf Social Media? 900. Wie können die Leute mit dir in Kontakt kommen? 6x6. Fuck, ich hab dir Nein, wir finden mich auf angerufen. Twitter. Ja, Nein, wir haben eine stimmt. Stunde lang einen hohen Spass gehabt. Wieso sagst du das nicht? Nein, mich findet man auf Twitter. Ich bin erreichbar unter Chris Crowdley, also Chris, wie man sagt, und dann CROWDLY. Sonst ja, Facebook, auf unserer coolen Facebook-Seite Swisscast. Ja, Andi, wo findet man dich? Man findet mich entweder unter www.kbcombo.ch. Man findet mich auf Twitter unter @docdezah, DIZZAH, Doc wie Englisch Doktor nur mit C. Ich habe gefunden, ich mache etwas komplett Einfaches. Oder auf Facebook unter Shoto Khan, SHOTO, Abstand KAN. Ja, das wäre es meinerseits. Ihr findet mich schon, wenn ihr mich sucht. Und ich denke, früher oder später werden wir auch jeder für uns eine schöne E-Mail-Adresse haben für die Nerdy Birds. Ich denke, wir werden uns sicher weiterentwickeln, was Webpräsenz angeht. Der Chris hat gesagt, er hat momentan ein bisschen Zeit. Und darum... Danke, Chris, danke. Wir sind alle sehr dankbar. Auch im Namen von Raffi, vielen Dank. An dieser Stelle, bevor kommt und so, lassen wir das Baby. Das ist abgemacht. Wir danken ihm recht herzlich. Ja. Abgabetermin wäre der 25.03.2017, Chris. Easy peasy. Super. Ja, mich findet ihr auf Twitter und Tumblr @RollingEddie, ja ein Wort, EDDI geschrieben. Ihr findet meine Comedy Facebook-Seite unter Eddie Ramirez, auch wieder EDDI und dann der Ramirez mit Z am Schluss. Und, oder auch eben über die Swisscast-Seite können mich anfragen und ja, mal. An dieser Stelle wollte ich mich bedanken fürs Zuhören. Ich wollte mich beim Chris und beim Andi bedanken, beim Raffi dafür, dass er schneidet wie ein junger Gott. Wir hören uns bei der nächsten Folge und habt's gut. Tschüss miteinander. Peace! Ade. Ade.